Ja, herzlich willkommen zurück, ich bin der Dani Vega und wir finden uns hier im Weltraum wieder beim Kerbal Space Program. Ich sehe auf meinem Fraps, dass ich genau nur 10 Frames habe pro Sekunde, das heisst, das Video könnte ein bisschen stocken. Das weiss ich aber erst beim Editieren, mal schauen. Punkt ist der, das Schiff ist, wenn ihr euch noch erinnert an die letzte Folge, wo ich eine von 4 Antriebsraketen an mein Raumschiff Kern montiert habe oder angedockt habe. Das ist jetzt eigentlich das fertige Schiff. Das Problem ist, es besteht aus so vielen kleinen Einzelteilen, ja, dass es einfach ein bisschen angefangen hat zu lagen. Ich werde wahrscheinlich... Ja, und das ist nur das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass es, wenn ich beschleunige, dass es so stark rüttelt und wobbelt und so weiter, dass es auseinanderfliegt. Vor allem der Lander da, mit dem wo ich eigentlich wollte auf Planeten oder auf die Planeten, die ich dann besuchen will. Also sobald ich im Orbit bin, dann auf den Planeten unten landen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Das Ding ist einfach viel schwer. Ich kann euch so schnell zeigen. Also ich speichere jetzt. Also wenn ich jetzt das ganze Schiff mal drehe. Ne, falsche Seite natürlich so. Das ganze Schiff mal drehen. Das geht eigentlich noch im Moment. So, wieder stoppen. Also ich versuche jetzt einfach ein bisschen schöner Orbit zu bekommen. Also Orbit. Bessere Positionierung, damit ich mich auf den Weg machen kann zu einem Planet. Jetzt bin ich nämlich... Stimmt das? Ah, ich bin einfach kopfüber, okay, ja, das ist auch gut. So. Das wird wahrscheinlich das Video dann nur mehr stocken, wenn ich jetzt wieder anfange. Ich ziele jetzt einfach mal auf einen Knoten, um meine Orbit zu erweitern. Na komm da. Ah ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin ein bisschen verkältet. Das heisst, meine Stimme ist ein bisschen näselig. Aber da kann ich jetzt leider nichts ändern. Aber ich dachte, ich mache jetzt trotzdem ein Video. Also die Idee ist jetzt, wenn wir mal die Karte rauszoomen, dass wir, also erstens mal, hier ist ja der Mond, da bin ich bereits schon mal gewesen. Hier ist der zweite Mond, der Minmus, wo ich auch noch einmal besuchen könnte. Mache ich jetzt aber noch nicht. Oder ja, das ist vielleicht ein anderes Mal. Die Idee ist jetzt vielleicht, ich probiere mal auf Eve zu kommen, einfach so als Idee. Wenn ich jetzt das Manöver setze, sagen wir hier 2 Minuten, das sollte lange. Uiuiui. Ja, aber ihr werdet dann merken, wieso ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde. Jetzt tun wir mal noch ziehen. Okay, jetzt kommt der Sache schon näher. Ich gehe einen grösseren Orbit noch. So. Ich muss noch ein bisschen drehen, dann wird es besser. So, noch ein bisschen mehr drehen. Okay. Jetzt sollte ich einigermaßen mal einen Treffpunkt haben mit dem. Genau. Einen Treffpunkt haben mit Eve. Irgendwie. Plus, minus. Okay, die Richtung geht es mal nicht. Oh Mann. Das ist ein bisschen umständlich, das Ganze. So, versuchen wir mal. Ich sehe jetzt wieder nichts. Gut, wir nochmal. Okay, die andere Richtung rotieren. Naja, ich glaube, ich bringe es nicht besser an. Ich glaube, ich muss einfach hier bei dem Punkt, wo jetzt meine Maus ist, und jetzt Admin aufgedrückt habe, muss ich dann einfach nochmal frisch
ja, korrigieren, die Route korrigieren, damit ich dann den Planet Eve dann auch treffen. Ja, okay, gut. Das heisst jetzt blauer Punkt, blauer Knoten abpassen. Dann, was ich auch noch mal bei einem anderen Test noch gemerkt habe. Stopp. Unbedingt noch abchecken, ob ich nicht meine Route genau. Hoppla. Ja, meine Route nicht genau durch den Planeten durchfliegt, weil das wäre. Nein, das passt. Okay. Die Orbit wird ein bisschen verkleinert, dann wieder rausgezogen. Fahrt gerade raus, sobald ich aus dem Einflussbereich von Kerbal bin, komme ich nachher eigentlich in Orbit komme ich nachher in Orbit rein von Eve. Das ist echt die Idee. In Orbit von Eve, Quatsch. Ich komme nachher einfach ich habe dann sozusagen einen Planetenorbit, ein bisschen schräg zwar, aber also ich bewege mich nachher um die Sonne herum. Und zwar so lange, bis ich in den Einflussbereich von einem anderen Planeten komme. Und das wäre jetzt eben im besten Fall Eve. Aber so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich nicht an dem Punkt, sondern an dem Punkt. Nur müssen anpassen. Aber eben, das Problem ist, ich komme wahrscheinlich gar nicht so weit. Was haben wir dann noch? Oh, ich bin schon 10 Sekunden drüber. Ja, noch. Das ist egal. Also ich tue jetzt mal zünden. Ich muss... Oh shit, nein, zuerst mal alle Engine aktivieren. Die haben es nicht aktiviert. So, aktiviert. Gut, speichern nochmal und zünden. Und jetzt, wenn ihr seht, ups, ich habe noch den SAS ausgestellt. Shit. Also, es wobbelt wie behindert. Ich habe keine Kontrolle über mein Schiff. Und ich kann nicht mal voll beschleunigen. Ich bin jetzt nur etwa auf 3/4. Wenn überhaupt. Und jetzt bricht der Länder weg. Ja. Das ist eigentlich nicht so das Ideale. Ich tue es nochmal frisch laden. Eine andere Möglichkeit, die ich noch habe, da muss ich aber wahrscheinlich nochmal eine Kerbal-Umrundung machen, bis ich das kann. Die andere Möglichkeit, die ich noch habe, SES an, ist da jemand hinten. Control from here. Das geht glaube nicht. Schicken wir den Sherry. Den Sherry oder den Sherry? Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall. Let go. Schicken wir die. Aber. Oh shit, ist das unangenehm bei dem riesen Lag, ey. Ich habe echt Mühe mit der Steuerung im Moment. So, wenn ich jetzt... Ups, das war ein Fest. Grab. Ah, shit. Grab. Sehr gut. Und Board. So, was ich noch versuchen kann, ich habe das auch schon versucht, es hat nicht funktioniert. Wenn ich jetzt andocke, ein bisschen zurückfahren, falsche Richtung. Also RCS natürlich noch eingestellt. Jetzt ein bisschen zurückfahren, stoppen. Start. Ein bisschen stoppen noch. Stopp. So, jetzt bin ich auf 0 Geschwindigkeit. Jetzt gehe ich ein bisschen rauf. Das Problem ist, was ich auch noch herausgefunden habe, die RCS sind nicht ideal gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt rauffahre, dann einen leichten Aufwärtstrieb. Das ist nicht so ideal. Aber das lässt sich auskorrigieren. Also die Idee ist, dass ich jetzt einfach hinten andocke. Und dann das gleiche nochmal versuchen. Also im hinteren Teil vom Schiff. Aber ihr werdet sehen, auch das wird... Ich sage nicht, das wird misslingen, aber also das Andocken, das wird schaffen. Das bin ich jetzt mittlerweile recht gut in. Aber auch hinten dran sogar fast noch mehr,
ist es ziemlich extrem mit dem Wobblen. So ein bisschen überziehen, ausgleichen, gut. Und hinterher befördern. Das wieder. Gut, stopp. Gut, komme ich noch etwas an? Nein, das passt. Und Push. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Und Push. Okay, also ich mache noch wieder weiter, sobald ich mal angedockt habe. Und bis nachher. So, ich bin auf gutem Weg. Jetzt ein bisschen korrigieren, nur nach rechts. Und ein bisschen schnell gewesen. Aber angedockt passt. Gut. Genau, das wäre jetzt der Plan. Soweit. Jetzt versuchen wir das Gleiche nochmal. Aber wie gesagt, ich bin da nicht allzu gut drauf. Ich habe es einmal auf die Art probiert und aus dem Grund dann eben umgedockt auf die andere Seite. Es hat aber genau nichts gebracht. Wie gesagt, hier ist es sogar noch schlimmer. Das heißt, wenn es jetzt nicht klappt, also wenn man jetzt das Ding auch wieder abbricht auf 2/3 Leistung, wenn man jetzt also den Länder wieder abbricht auf 2/3 Leistung, ja, dann lasse ich es einfach sein. Dann baue ich etwas Neues. Okay, set das Target. Ich bin jetzt gerade. Ich bin gerade auf einem doofen Orbit. Nein, stimmt gar nicht. Ich kann es eigentlich noch schaffen, hier rauszukommen. 2,23. Nein, ist echt doof. Nein, ich mache den Orbit hier. Manöver. Das ist jetzt ein bisschen tricky da. Ja gut, ich kann sonst da drauf probieren, das ist auch okay. Uff. Dune. Das trifft eigentlich eh nicht viel an. Ich will einfach einen von diesen Planeten einfach besuchen. Das ist eigentlich wirklich egal welchen. Was haben wir da für eine? Ja, closest approach 19 Millionen Kilometer. Ja, aber wenn ich das da nicht allzu weit mache. Ja, es kommt wahrscheinlich eh nicht drauf an, also ich muss mir eigentlich gar nicht groß Gedanken machen. Ja, das Problem ist, ihr seht jetzt, nur schon wenn ich ein bisschen mit dem ganzen Raumschiff umdrehe, wo ist das Dings? Wo ist der Knoten? Fährt der Länder schon auf rumwobbeln, also das ist eigentlich schon mal eine schlechte Voraussetzung, grundsätzlich, um da irgendetwas können erreichen, aber du... Was soll's? So, da ist mal der Punkt. Okay, also eben, ihr seht, was die amig machen, ist schnell beschleunigen und wieder Normalzeit einstellen, dann... Ja, dann bleibt es für einen Moment ruhig, das ist gut. Und jetzt... Oh, jetzt bin ich weit weg. Jetzt gehe ich ein bisschen näher an. Bis ich etwa da bin. Ja, vielleicht etwa da bin. Und dann tue ich wieder zurückstellen. Ja, ich denke schon ein bisschen früher, weil vielleicht muss ich je nachdem ein bisschen früher anfangen zu boosten. Aber ja, ich habe nicht allzu grosse Hoffnungen. 2 Minuten. Ja, ich tue so nach 1,5 Minuten mal anfangen. Anfangen zu ziehen, anfangen zu stehen. Thrusken. Zuerst muss ich aber noch... Activate. Sind alle aktiviert? Ja, logisch, von vorher noch. Also, let's try. Oh, was ich noch vergessen? Shit. Ja.
Der Sherry ist noch im Land drin. Ja, noch. Ich gehe jetzt mal auf 2/3. Ja, also, wenn es nicht klappt und wo ich eigentlich davon ausgegangen, dann werde ich erstens mal den Lander viel schlanker machen. Der ist viel zu schwer, ich habe viel zu viel Treibstoff dabei. Zweitens, shit, das sieht aus, das ist unglaublich. Shit. Ja, das SES ist am Ausgleichen. Ja, ich versuch's. Was ich würde machen ist, ich würde den Lander viel schlanker machen, weil der ist viel zu schwer mit dem Treibstoff hier. Ich weiß auch nicht, ob ich all das SES mal SES würde brauchen. Batterie weiß ich nicht, ob ich würde brauchen. Und was ich vor allem würde machen, ich muss den Docker muss ich viel breiter machen. Der Abschnitt hier ist viel zu schmal. Und das könnte auch ein Grund sein, wieso es sofort anfangen zu wobbeln. Aber so schlimm ist es im Moment aussieht, irgendwie ganz so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Dann kommt wahrscheinlich das zweite Problem noch, dass ich einfach viel zu wenig Treibstoff habe. Naja. Also ich tue jetzt gar nicht anfangen zu korrigieren, weil ich muss später noch eine grosse Korrektur vornehmen. Jetzt hat sich die Kamera noch automatisch verstellt. Ah shit, das sieht aus. Chasecam. Das ist besser. Das ist Control. Ich will Control from here. So ist besser. So, wie sieht es aus? Bam, da wären wir. Okay. Shit. Also SES aus. Also eigenartigerweise habe ich es überstanden, obwohl ich das eigentlich mir nie zugetraut hätte. Bin ich eigentlich, wo ich wählen sein? Ich bin jetzt ein bisschen drüber, Closest Approach. Das heisst, ich müsste eigentlich da... Ups, jetzt habe ich zu viele Nodes, darum hat es das durcheinander gegeben. So, den löschen. Okay. Also jetzt wäre das eigentlich der nächste, den ich hier müsste... Als erstes mal muss ich den erweitern. Ups, falsche Richtung. Knoten erweitern. Und jetzt komme ich der Sache schon näher, das ist schon mal gut. Back, da komme ich in den Einflussbereich. 100.000, machen wir noch eine falsche Richtung. Da noch ein bisschen. Macht man gerade die gleiche Orbit. Schauen, ob das möglich ist. Erweitern. Nein, das geht nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen schräg auf den Planeten zufliegen. Aber das ist okay. Sobald ich nachher im Einflussbereich von Duna bin, sollte ich nachher eigentlich können. 100.000 lenkt das? Ich habe keine Ahnung. Sollte es nachher eigentlich funktionieren? Ich glaube. Also wenn das nächste ist, mehr oder weniger, was ich schaffe. Oh! Da habe ich gerade kurz. Auf das habe ich eigentlich gewartet. Duna Encounter. Und so komme ich nämlich genau drauf. Das heisst, jetzt geht's lang, bis ich dort bin. Wie gesagt, 114 Tage. Das heisst, ich kann jetzt den Warp voll auspacken in der 10.000
nicht 1000, sondern sogar 10.000 und selbst das ist noch zu langsam. Das heisst, ich bin auf 100-facher Geschwindigkeit. Aber das ist okay. Nein, mein Raumschiff tue ich nicht bewegen dabei. Und wenn ihr seht, ich bin da recht schnell unterwegs, auf 10.000 Meter pro Sekunde. Das ist zwar sinkend, weil der Orbit jetzt grösser wird. Ich eigentlich aus der die geringere Distanz, also aus der Peri-Apsis auf die Apo-Apsis rauskommen. Und das ist eigentlich immer ein Geschwindigkeitsunterschied. Also wenn ich das sehe, die Idee von dem Manöver, das ich jetzt habe, ist, hier seht ihr Tuna, der sich weiter bewegt, während ich eigentlich sozusagen hinten nachkomme. Nachher hier oben auf der Apo-Apsis ein bisschen langsamer werde. Und sobald ich an diesen Punkt komme, dann ich das Manöver so einstellen, dass ich einen sehr viel kürzeren Orbit habe und durch das eigentlich Tuna wieder einholen. Das ist eigentlich so der Plan von dem Ganzen. Und jetzt da sind 206, 207. Ah shit! Okay. Ich muss noch mal das Manöver frisch setzen. Ah, da habe ich wieder. Sehr gut. Schauen wir mal wieder verbinden. Der Punkt. Da war er. Back. Gut, passt. 200, ja, das ist halt gar kein so grosser Burn. Das ist. Oh shit. Wir brauchen ein bisschen mehr Treibstoff. Sonst habe ich dann das Problem. Ja, aber so wie es aussieht, könnte es dann sogar sein, dass man nicht einmal mit meinem Lander Treibstoff hat. Shit. Gut, der braucht auch noch. Also, wenn ich das nächste Mal auf Tuna will, oder wo auch immer Eve oder was, brauche ich wahrscheinlich mehr Treibstoff. Sehr wahrscheinlich. Habe ich hier noch etwas drin? Nein, das ist leer. Das ist der einzige Treibstoff, den ich noch zusätzlich habe. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da hat es 27, 750. Ja. Plus, minus. Ich muss einfach schauen, dass ich, wenn bei einem der Treibstoff ausgeht, dass ich dann sofort alle cutte, weil sonst fliegt mir das Schiff auseinander. Gut, also 27 Tage. Ich könnte jetzt auch 27 Tage laufen. Mache ich jetzt nicht. Mache den Warp auf 100.000. Und wenn ich hier bei einem Tag bin, gehe ich mal zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut auf 100. Muss ich noch ein bisschen länger. 10.000. Bis 1 Stunde zurück. Bis 2 Stunden, sagen wir. Muss ich ja noch ausrichten, genau. Das mache ich noch bei 2 Stunden. Dann wieder 2. Gut. 1,5 Stunden. Das reicht zum frisch richten. Und das mache ich jetzt. Oh Mann. So ein Wobbelkonzert. Hey. Los, los, los. Und 30 Sekunden Burn, perfekt eigentlich. Das ist eigentlich perfekt. Gut. SCS. Nein, SCS muss drin sein. Weil wenn ich schnell vorwärts mache, passiert eh nicht so viel. Also machen wir mal den Boost. 100. Das ist zu wenig. So, ja, langsam ein bisschen zurück. 32. Die paar Minuten tue ich jetzt noch zurück, weil es wäre jetzt doof, wenn ich den Punkt verpasse. Weil hier wird es wahrscheinlich ein bisschen wichtiger sein, dass ich ungefähr... Also wird es wichtiger sein, dass ich die genaue Geschwindigkeit einigermaßen treffe.
so Minuten, ein bisschen schneller. Also werde ich auch schauen, dass ich es mehr oder weniger verwünsche, wie es muss sein. Also ich fange an zu boosten, weil 13 Sekunden und ich kann nicht auf voller Leistung gehen. Ich kann sogar noch ein weniger. Und zack, das auskorrigieren. Das traue ich mich nicht. Also schauen wir, was passiert ist. Ja, das passt. Sehr schön. Okay, SES aus. Beschleunigen, verlangsamen. Okay, hey, vielleicht schaffen wir es ja gleich noch. Der Most ist sehr gering. Also was ich sicher nicht wird schaffen, ist zurückkommen. Also das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Und was ich aber auch noch machen muss, sobald ich da am Approach bin, muss ich das Manöver einstellen zum... Ja, das kann ich erst später. Aber sobald ich im Einflussbereich von Duna bin, muss ich schauen, dass ich... Gang weg. Muss ich natürlich wieder Retour boosten, damit ich... Also eigentlich bremsen, damit ich nicht wieder aus dem Orbit rausschieße. Und das will ich eigentlich nicht. Also... Chase Cam. Und... Boost... Ja, nochmal 106 Tage. Also ich will nicht in der Haut stecken von diesen Kerbals. Was ist jetzt? Ah, es hat sich gar nicht nach Bewegung angefühlt, darum. Gut. Boah. Schon krass, wie lange das geht, bis man überhaupt irgendwo ist. Jetzt hier ein kurzes Manöver, damit ich den Tag da sehe, oder die rest verbleibenden Tage sehe. Und jetzt sehen wir auch ein bisschen so, dass Duna sich langsamer bewegt. Also hier 7'500 und ich bin hier sehr viel schneller. Also ich komme jetzt gleich mal auf die 10'000 hier auf der Periapsis. Wird der Höhepunkt sein, dann wird es abwärts gehen mit der Geschwindigkeit. Wenn ich das richtig sehe, ja genau. Und jetzt geht es langsam retour. Aber ich habe immer noch recht starke Geschwindigkeit. Wobei, wenn ich mir recht überlege, könnte es sogar sein, dass ich nachher die gleiche Geschwindigkeit habe wie Duna, bis ich dort bin. Da muss ich vielleicht gar nicht mehr allzu viel bremsen. Mal schauen. 33 Tage noch. Da mal reduzieren, kann ich da eigentlich noch etwas an der... Manöver verändern. Irgendwie erscheint... Ah. Ja, mal schauen, was passiert. Das heisst, wenn ich jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit weiterfliege, nachher fliege ich aus Duna raus. Das sollte ich ja nicht. Also probieren wir jetzt mal das, was ich vorgehabt habe. Und zwar einfach die Orbit zu verringern. Shit. Welcher ist der kürzeste? Ist das der? Ich muss sofort stoppen, sobald mein Liquid full draußen ist. Und... Jetzt ist fertig, ich muss stoppen. Okay, ich glaube, ich schaffe es nicht. Naja, das heisst drum. Wenn ihr gesehen habt, ich habe es leider nicht geschafft, was ich vorgehabt habe. Ich habe es auch nicht erwartet, abgesehen davon, ich bin eigentlich weitergekommen, als ich gemeint habe. Aber
Das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen ermuntert, noch weiter bei Kerbal Space Program zu bleiben, weil das Spiel gefällt mir nicht gut. Und das noch in Entwicklung ist, wird auch noch sehr viel auf uns zukommen. Darum werde ich es sehr wahrscheinlich in nächster Zeit noch ein bisschen weiterverfolgen. Ja, was ich noch anzubieten habe, ist ein kleines Bonusfilm, wie gesagt, wo ich euch zeige, wenn ich die 3 Crewmitglieder wieder auf die Erde zurückbefördern. Nicht grosses, einfach nur so ein kurzes Film. Aber es wäre noch cool, wenn ihr auch reinschauen würdet. Okay, das war es von mir gewesen. Ich bin der Dani Vega und sage Tschüss. Tschüss!